Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück in F1 22 in der MyTeam-Karriere mit Kassel Motorsport. Es geht wieder mal eigentlich weiter nach jetzt fast über einem Monat, wo kein Video mehr gekommen ist zum MyTeam plus einem Monat Pause zum letzten Video oder fast einen Monat. Ich weiß gar nicht, wenn ich das letzte Video aufgeladen habe, aber es ist schon ein Weile her. Sorry für das, ich habe Ferien gehabt und habe jetzt auch wirklich mal einfach die Auszeit genommen und einfach mal gar nichts gemacht. Ich habe einfach mal kein Video gemacht, ich habe auch nicht gross gestreamt in der Ferien, wirklich gar nichts. Und ja, was soll ich sagen, es hat gut da, mal ein bisschen Pause machen. Aber das geht jetzt mal endlich weiter, auch mit der Cup-Season geht es bald wieder weiter. Wir haben zwar noch keine Folge aufgenommen, aber das sollten wir eigentlich jetzt im Verlauf von dem Wochenende, wo jetzt ansteht, dann noch machen. Und ja, wir gehen jetzt weiter in der MyTeam-Karriere. Wir fahren ja mit einem Renault-Motor. Oder beziehungsweise Alpine, ja, Renault. Es ist ja ein Renault-Motor eigentlich, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Ja, ich glaube, es haben Renault genommen. Und haben ja als Teamkollege, ich habe so lange nicht mehr gespielt, genau, das Teamkollege haben wir den Fittipaldi. Der fährt ja fast ein Jahr bei uns, kann man sagen. Oder nicht, nein, bis die Hälfte von der Saison wahrscheinlich. Keine Ahnung, ich glaube wieder Scheiße. Ist auch egal. Wir gehen jetzt weiter nach Saudi-Arabien und jetzt kommt zuerst die Pirelli Hot Lap. Dort habe ich, oder das weiß ich sogar noch, habe ich das letzte Mal gesagt, die will ich nicht aufnehmen, weil, ja, irgendwie ein bisschen unnötig finde ich jetzt in dem Game, dass man das in der Karriere hat. Aber ja, ich mache es jetzt einfach, ich nehme es nicht auf. Wir sehen uns einfach wieder im Qualifying wie immer. Und ja, let's go! Oh, herzlich willkommen zurück zum Qualifying. Ich bin das Training gefahren und boah, es ist halt Saudi-Arabien. Reden habe ich schon wieder verliert. Ja, es ist halt Saudi-Arabien. Das ist so da, wo man kann sagen, relativ, wie soll ich sagen, speziell jetzt auch mit diesen neuen Fahrzeugen immer noch nicht so richtig eingegroovt, habe ich irgendwie so das Gefühl. Ja, wir schauen mal, was passiert. Ich habe eigentlich ein gutes Setup gefunden. Das Auto funktioniert eigentlich relativ gut. Nur der Tire-Wear ist halt auf dieser Strecke wirklich hässlich. Darum würde man sagen, wir legen los. Ich fetze mal gerade die ersten paar Runden und ja, mal schauen, ob wir uns qualifizieren können. So, wir nochmal fast 1,5 Sekunden können rausholen auf dieser Runde. Mal schauen, wo wir landen. P13. Wow, okay. Eine ziemlich gute Lap gehabt. Die erste Runde war nicht so stark, aber jetzt die zweite war doch wirklich viel besser gewesen. So, also wir starten von P15 und unser Teamkollege von P20. Und ja, dann schauen wir mal, wie es jetzt im Rennen weitergeht. Ich kann mir gut vorstellen, dass es eventuell noch ein gutes Rennen könnte geben, aber es ist halt eben auch Saudi-Arabien. Let's go. So with the race not far away from starting, here's what today's grid rundown looks like. It's Sergio Perez on pole today, and Max Verstappen lines up alongside. Looking down the rest of the grid, we have Russell, Leclerc, Carlos Sainz, and Hamilton. Norris, Fernando Alonso, Ocon, and Daniel Ricciardo. Magnussen, Bottas, Mick Schumacher, and Tsunoda. The captain, Gasly, Guan Yu Zhou, and Lance Stroll. Albon, Fittipaldi, Vettel, and Nicholas Latifi. With preparations almost complete, let's head down to the track. Anthony Davidson joins me once again. So, okay. Es hat leider keine Grid-Verschiebungen gegeben, also vor mir, dass ich irgendwie vorrutschen konnte. Darum starten wir jetzt da weiterhin von P15 und wir nehmen den Sprit aber wie immer. Wir starten auf Soft, so das macht Sinn auf dieser Strecke am Anfang. Und ja, dann legen wir los, würde ich sagen, und hoffen da, dass wir ja, ein sauberes Rennen haben und nicht irgendwie einen Ausfall haben. Also wenn jetzt die Folge, also ich kann jetzt mit der Maus oder auf den Bildschirm tappen und wenn ihr seht, dass die Folge jetzt gerade fertig ist, dann wisst ihr ja schon crashed. Also von dem her, ja, ihr wisst es jetzt schon, ich weiß es noch nicht, was passiert, let's go. Ah, ich habe da noch eine Einführungsrunde. Fuck, die habe ich immer vergessen. Oder ich habe wieder vergessen, besser gesagt. So, also wir kommen an die Startposition. Wir haben mal so 360s probieren, die da ein paar machen. Könnte mal probieren, hä?
Ich muss auch ein bisschen Wheelspin machen. Probieren wir mal so einen 360 da. Nein, ich habe die Wand berührt. Fuck! Ah, damit, okay, egal. Let's go. Guter Start gehabt. Oh, da darf ich mal eine kleine leichte Berührung gehabt, aber das ist alles okay. Ich glaube, der Frontflügel ist nicht kaputt gegangen. Oh, jetzt ist er kaputt gegangen. Fuck. Alter, ey, aber dort hat man auch noch also gar keine Luft mehr gelassen. Virtual. Ach, dammit, okay. Ja, das ist jetzt alles andere als optimal gelaufen. Gut, wir haben natürlich auch die Tour reingeschossen, aber ja, die vielleicht auch ein bisschen Platz lassen. Ja, machen wir doch. Und er geht auf Mediums. Okay, ich hoffe, das hat bis am Ende vom Rennen. Aber ja, sie sind jetzt immerhin ein bisschen näher. Oh mein Gott. Boxeinfahrt immer. Ja, es wäre besser gewesen, wenn es jetzt noch länger gewesen wäre ins VSC. Aber egal. Man kann nicht alles haben. Mal schauen, ob wir sie noch aufholen. So, perfekt, optimal. Schauen. 3,7 wird es wahrscheinlich etwa werden, aber sie sind da recht tiefig, da meine Leute. Nein! Sind der Frontflügel nicht richtig draufgebracht? What? Das ist mal, als ich so einen Fehler erlebt habe. Krass, okay. Also jetzt kalte Reifen, aufpassen. Oh, da vorne wieder gelb. Jetzt steht ein Mercedes. Vielleicht gibt es jetzt den kompletten Safety Car. Okay, bam. Nicht bei mir. Oh mein Gott. Safety Car, come on, bitte. Bring jetzt einen Safety Car. Das würde uns wieder zurück ins Rennen bringen. Wo steht der? Okay, der steht einfach so dort. Was auch immer das war. Ja, nein, oh mein Gott. Super. Oh, jetzt komme ich nicht um. Ernsthaft. Oh, scheiße, der Reifen noch eins. Okay, wir machen hier kurz ein paar Burnouts wegen der Zuschauer. Also jetzt hätte es auch ein Safety Car eigentlich geben, sind wir ehrlich. Aber ich könnte eigentlich das Rennen retiren, um ja, Material sparen. Weil ich bin ganz ehrlich mit euch, ich glaube kaum, dass es Sinn macht, dass ich jetzt da noch weiterfahren. Okay, jetzt bin ich weg. Der Reifen war noch heiß. Da können wir dort Material sparen. Und wir schauen schnell drauf. Max Perez Leclerc, okay, wo ist unser Teammate noch gelandet? Der ist auf P19, okay, der ist ein Platz vorgekommen. Vor dem Latifi, das dürfen wir auch mindestens erwarten, sage ich jetzt mal. Wir fliegen Fahreranerkennung und droppen wieder auf 2. Perfekt. Ja, ist jetzt alles andere als optimal, natürlich für die Sponsoren und alles, was wir haben. Aber ich denke, Saudi-Arabien ist so ein Pflaster, wenn du kein gutes Auto hast, wird es halt einfach schwierig dort, muss man so sagen. Aber wir haben jetzt gerade hier gesehen, wir haben hier noch ein Styli bekommen, Arrow, und jetzt müssten wir wahrscheinlich mal langsam, aber sicher Chassis produzieren. Da haben wir auch noch ein Styli, das sollte kommen. Dort muss das nächste gerade entwickeln. Jetzt habe ich noch 600, aber ich spare es mir, glaube ich, auf, weil wahrscheinlich wird es eben nicht passen dann, oder beziehungsweise könnte es vielleicht sein, dass es fehlschlägt. Und das wäre scheiße. Das wäre wirklich doof. Geld haben wir auch nicht so wahnsinnig viel. Darum, ja, machen wir da auch nichts eigentlich an Weiterentwicklungen von der Firma. Da weiterspringen.
Was ist durchgekommen? Perfekt. Okay, dann kann ich nämlich noch ein Chassiteil weiter in ein Chassiteil hinunter. Alter, Aerodynamik. Also heute haben wir es gar nicht mit den Wörtern. Und zwar machen wir da die Nase, glaube ich, oder? Nein, wir machen den Heckflügel. Besser. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Grip auf der Hinterachse. Das ist, glaube ich, nicht mal so schlecht. Den Motor müssen wir auch mal weiterentwickeln, weil der Motor ist noch ein bisschen unsere Achillesferse, sagt man an mich. Oder Achillessehne. Achillesferse, Achillessehne. Weiß nicht. Das ist gar nicht mehr. Ist Achillesferse oder Sehne? Schreibt sie in die Kommentare, ich weiß es nicht mehr. Ja, aber jedenfalls, wir haben schon gute Upgrades machen, so wie andere Teams auch. Aktuell sieht es so aus, dass wir auf dem zweitletzten Rang sind. Also Essen hat uns überholt. Du steigst, glaube ich, ganz am Anfang vor Essen und sogar noch vor der Scuderia Alpha Tauri ein. Aber wir haben jetzt ein bisschen Boden verloren, ist aber auch ein bisschen zu erwarten gewesen. Wir starten ja komplett als Backmarker und nicht irgendwie als Midfield-Contender. Also wir gehen da wirklich von ganz hinten los. Und ja, wir schauen mal, wie es weitergeht. Das nächste Rennen spielt in Australien, also eine Strecke, die ich jetzt mittlerweile sehr geil finde. Er kommt mit seiner Rivalität. Gut, wenn du dir aussuchst, denn deine Anerkennung wird nicht nur steigen, wenn du gewinnst, sondern sich auch verschlechtern, wenn du verlierst. Danke für den Input. Ja, das nächste Rennen in Saudi-Arabien, in Australien. Wirklich ein gutes Rennen, freue mich drauf. Und ja, da würde ich mal sagen, was es mit der Episode von F1 2022 oder F1 22, sagen wir F1 2022, aber das heisst so F1 22. In der MyTeam-Karriere mit Kassel Motorsport. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen. Und sonst sehen wir uns wie immer in der nächsten Episode. Die wird hoffentlich nicht einen Monat lang gehen, aber wir sehen uns sicher wieder dort. Und bis dann wünsche ich euch ein ganz schönes Tag noch. Macht es gut und ciao.